Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Heute wild, 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 wild. 4:3 im Viertelfinale Champions League Rückspiel zu Hause gegen Real Madrid gewonnen. Und ich versuche es mal ein bisschen einzuordnen nach dem Hinweis. Wenn es euch gefällt, was ihr hier seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ja, wild, 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 wild. Wildes Spiel. Genau das knappe Ding, was ich erwartet habe. Ich denke, muss man irgendwie die Flasche zumachen, sonst halt. So, ja. Ich denke, man hat gesehen, auf dem Niveau entscheiden Kleinigkeiten. Ja. Bisschen das Glück des Schiris vielleicht, ja. Das Real Madrid kann das auf jeden Fall anführen. Dann haben sie einen Grund dafür, dass sie rausgeflogen sind. Ja, bevor ich ein bisschen weiter darauf eingehe, muss ich mal ein paar Worte loswerden. Ey, ich glaube, es gibt im Weltfußball keine andere Mannschaft, die einfach so viele unsympathische Fußballspieler in ihrer Mannschaft hat. Ja, da meine ich nicht den Mensch an sich, einfach den Fußballspieler. Ja. Also ich weiß nicht, wie viele unsympathische Spieler man in einer Mannschaft haben kann. Junge, das ist eine absolute Vollkatastrophe, wie die sich teilweise verhalten. Ne? Also, Junge, 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 Alter. Ey, von daher schmeckt das noch mal umso schöner, ja? Und selbst wenn wir mit einer Fehlentscheidung weitergekommen wären, selbst dann wäre es verdient, ja, weil wir schon mit so vielen Fehlentscheidungen gegen Real Madrid rausgeflogen sind. Ähm, von daher brauchen die gar nicht rumheulen, ja, und müssen da auch nicht den Affen machen und am besten den Schiri noch verprügeln nach dem Spiel, Alter. Äh, dass dann noch die roten Karten fliegen nach dem Spiel. Ja, das sagt alles über diese Mannschaft aus, ne? Das ist auch das, was ich gerade sagte. Das hat nichts mit Respekt zu tun oder sonst was. Das ist einfach so viele unsympathische Fußballspieler in einer Mannschaft, Alter, gibt's nur bei Real Madrid. Ey, es sind nicht alle bei Real Madrid so, aber es gibt da 3, 4, 5 Spieler, wo du echt sagen kannst, als Fußballer, ey, ist das echt wild, ja? Ist das echt Ich muss aufpassen, dass ich nicht, mich im Ton vergreife, Alter. Da können wir bei Antonio Rüdiger natürlich anfangen, der natürlich die oberste Messlatte ist, ja. Können wir bei Mbappé und Vini Junior gleich weitermachen. Katastrophe einfach. Einfach Katastrophe, Alter. Wie man sich so verhalten kann und aber gut, ich muss es loswerden, und es brannte mir auf der Zunge. Darum soll es nicht gehen. Wir haben 4:3 gewonnen. Am Ende verdient, ja, weil wir in der zweiten Halbzeit die einzige Mannschaft war, die ansatzweise Fußball spielen wollte. Real Madrid hat sich nur noch hinten reingestellt und ich weiß nicht, was der Plan von Real Madrid war. Der Plan war, wir retten uns ins Elfmeterschießen oder was war der Plan von Real Madrid in der zweiten Halbzeit? Ey, wir stellen uns erstmal hinten rein und versuchen so bis zur 80., 85. Minute Kräfte zu schonen, um dann nochmal einen Lucky Punch zu setzen oder was? I don't know, ja. Wilde erste Halbzeit natürlich, fangen wir vorne an. Ähm, Hat natürlich auch wieder geschmeckt wie warme Pasteten, Alter. Dass man ich gucke ja eigentlich keine Vorberichte, heute habe ich mir mal angetan, die 20 Minuten, dass man da 'ne Viertelstunde darüber redet, dass Manuel Neuer ja unbedingt ins Tor der Nationalmannschaft muss und, ja, dann liefert Manuel Neuer so 'ne erste Halbzeit ab. Hut ab, ja, saustark. Ähm, Im Discord war die perfekte Aussage dazu, das erinnert 1:1 an Buffon, der in dem Alter genau die gleichen Leistungsschwankungen hatte, ja? Und man sollte nicht darüber reden, dass Manuel Neuer noch mal seinen Vertrag verlängert. Ja, das war 'ne überragende, gute Leistung in Madrid, so gar keine Frage, haben wir auch mit Note 1 bewertet, genau wie wir ihn heute mit 'ner Note 5 bewerten werden, kann ich schon mal vorwegnehmen. Ey, ohne Scheiß ohne Witz du hättest eigentlich 'n Statement setzen müssen und hättest Manuel Neuer in der Halbzeit auswechseln müssen. Ich habe es im Taktikfuchs gesagt, das ist heute so 'n Spiel, da musst du die Spieler auswechseln, die nicht die Form haben, um auf diesem Niveau zu performen. Und da hatten wir heute 2, 3 von in der Startmannschaft, ja. Da hat Vini mich heute auch 'n bisschen enttäuscht, aber da kommen wir in der Benotung zu. Wie gesagt, Unterhaltung pur in der ersten Halbzeit, ja. Ähm, Manuel Neuer hat das eingeleitet. Wir haben sehr, sehr gut reagiert dann mit der
Ja, einfach wie wir dann Fußball gespielt haben. Jetzt nicht, weil wir das Tor dann relativ frühzeitig auch gemacht haben, dank Pavlo. Ähm, dann aber wieder das nächste Tor gekriegt, auch da noch mal gut reagiert, ja. Dann kurz vor der Pause, da habe ich mir schon gedacht: das wird jetzt ein bisschen interessanter werden, zweite Halbzeit.“ Ähm, erste Halbzeit, was wir gespielt haben, ich weiß nicht, vielleicht, weil man die Stimmung oder die Lautstärke im Stadion so nicht kannte, hat man sich vielleicht davon ein bisschen anstecken lassen und ein bisschen treiben lassen. Ähm, es ist ja völlig fein, wenn Upamecano den Lucio macht über 45 Minuten. Hat ja dann auch zum Erfolg geführt vorne, aber dann kann er hinten nicht stehen bleiben beim 3:2, ja. So, das Ding geht zu 110% auf Opas Kappe. Er muss halt einfach im Vollsprint durchlaufen und dann ist er hinten in der Reihe drin und dann kommt ein Mbappé auf ihn zugelaufen und läuft nicht, weil er 'n Antritt hat wie 'n Berserker, ja, den Opa halt einfach nicht folgen kann, läuft ihm dann nicht weg. Ja, ganz einfache Kiste, ne? Ähm, es war einfach keine, was hat man ja auch gesehen in der ersten Halbzeit auf beiden Seiten, ja? Es gab kein Mittelfeld, Alter. Es gab kein Mittelfeld, das war offenes Visier. Es war natürlich super schön zum Angucken, gerade für den neutralen Fan, denke ich, 5 Tore in einer Halbzeit. Ähm, mit der Stimmung und ja, beide Mannschaften wollten, auch Real Madrid wollte in der ersten Halbzeit, das hat man gesehen so, ja, keine Frage. Ähm, wir als Bayern, boah, ey, können die erste Halbzeit sowas von auseinandernehmen, was wir schlecht gemacht haben. Ja, muss man an so 'n Abend nicht tun, ja? Wir sind weiter, wir sind verdient weiter, auch wenn man dann beide Spiele zusammenfasst, sind wir verdient weiter. Das ist, was zählt am Ende des Tages. Nichtsdestotrotz werde ich gleich aus meiner Warte fair benoten. Das wird dem einen oder anderen nicht schmecken, ist mir aber scheißegal. Ähm, man hat gesehen heute, dass wir 'ne Mannschaft sind, ja? Man hat gesehen, dass viele Spieler nicht ihr Topniveau hatten heute. Das gehört auch dazu, keine gute Tagesform. Aber das ist ja, was ich sagte, ja. Das ist, du kannst solche Sachen nicht planen. Du kannst 'ne Champions League oder so 'n Pokalwettbewerb mit K.O. spielen kannst du nicht planen. Du kannst einfach 'n schlechten Tag haben. Guckt euch mal 'ne Neuer an. Vielleicht hat er heute Morgen schlecht geschissen, kam nicht zum Stich, what immer, was ihm heute passiert ist, dass er diese Dinger da sich leistet, ja? So, ja? Und, ey, ich könnte bei Pavlo weitermachen, der überragend gut angefangen hat, die ersten 20 Minuten und danach katastrophalen Fußball gespielt hat. Kimmich, der mehr Fehlpässe gespielt hat wie in der ganzen Bundesliga-Saison bisher, und so weiter und so fort, ja. Also, dass du dann noch das Spiel hinten raus dann so gewinnst, ja, ob die rote Karte da jetzt mit reinspielt, ey, sage ich euch ganz ehrlich, weiß ich nicht. Hm, ich hätte sie auch nicht gegeben. Ich hätte mich andersrum genauso aufgeregt. Ich gehe da auch mit, wie's Khedira gesagt hat. Ich glaube, der Schiri hat das nicht aufm Schirm gehabt, dass der schon gelb hatte, sonst hätte er denen nicht die gelbe Karte gegeben. Auf der anderen Seite, wenn du 'ne gelbe Karte hast, musst du aber auch schlau genug sein, in der, was war das, 85. Minute oder was, nicht den Ball in die Hand zu nehmen, wenn's 'n Freistoß für die andere Mannschaft gibt. So, weil das ist dann gelbe Karte. Wenn man's streng auslegt, ist es 'ne gelbe Karte. So, da muss man nicht rumheulen, ja? Ist 'ne super harte Entscheidung so, gar keine Frage. Und hat das Spiel am Ende auch nicht verdient, dass es dadurch vielleicht beeinflusst wurde. Aber noch mal, nimm den Ball doch nicht in die Hand. So, über was reden wir? Ja, wegen dem, fürs Foul hat er nicht die gelbe Karte gesehen, sondern dafür, dass er den Ball mitnimmt, ja, und damit verhindert hat, dass wir 'n schnellen Freistoß ausführen. So, ganz einfache Kiste. Ja, und da muss man sagen, das ist dann einfach auch dumm. So, ganz einfache Kiste, ja. Aber natürlich verstehe ich da den Unmut. Ähm, nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, ob das dann die Entscheidung war jetzt, vielleicht, weil Real Madrid dann so die Ausrede für sich gefunden hat. Wie gesagt, ich habe von Real Madrid in der zweiten Halbzeit nichts gesehen, gar nichts. Ich weiß nicht, was das soll, was das gefühlt, waren die auch ab der 70. Du hast es gesehen, an den Innenverteidigern, die schon mit Krämpfen da rumgelaufen sind. Ähm, also, ich glaube, eine Verlängerung, dann wäre der Bums noch klarer ausgegangen für uns. Sage ich euch, wie es ist, weil du hättest natürlich auch noch ein bisschen was nachlegen können mal auf unserer Seite. Ähm
Klar kann Real Madrid mit Mbappé und Vinicius Junior immer 'n Tor machen so, das haben wir heute gesehen, ja. Ähm, aber ich glaube, umso länger das Spiel gegangen wäre, man hat schon gesehen, dass wir fitter sind, ne? Und noch mal, 2. Halbzeit haben nur wir Fußball gespielt, Alter. Ich glaube, Real Madrid hatte insgesamt 5 Minuten gefühlt in unserer Hälfte, so, das war alles. Ansonsten hat das Spiel nur in der Hälfte von Real Madrid stattgefunden, ne? Und ganz ehrlich, das ist dann auch zu wenig, um zu sagen: „Ey, ich bin hier 'n Champions-League-Aspirant aus Real Madrids, Warte“, ja? So, ganz einfach, ne? Aber ich denke, man hat heute auch gesehen, wie wichtig es ist, das Rückspiel zu Hause zu haben, ja? Weil mit so 'n Start ins Spiel, wie wir ihn heute hatten, zweimal mit dem Rückstand, dreimal mit dem Rückstand, das wäre auswärts niemals gut gegangen, ja? So, das muss man auch mal sagen. Heute, auch wenn's dann zwischenzeitlich mal 'n bisschen ruhiger war im Stadion so, das war heute 'n Faktor. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden, ja? Ja, wie gesagt, vogelwilde erste Halbzeit, super schön zum Angucken für 'n neutralen Fan. Für uns oder für mich war's schon teilweise stressig. 2. Halbzeit, ja, Real Madrid hat sich hinten reingestellt, Alter. Wir haben keine Ideen gehabt. Querpass, Kimmich war am Start, der so kreativ war wie 'n Stück Holz. Ich weiß nicht, warum er die Position eingenommen hat und Pavlovic die defensivere Position in der 2. Halbzeit. Kimmich war maßlos überfordert, mit allem. Er war auch in der ersten Halbzeit maßlos überfordert, wenn Real Madrid ihn angelaufen hat. Das war aber auch zu erwarten, das kann er nicht. Ähm, aber ich gehe schon in die Spielerbenotung rein. Bevor ich das mache, komm, wir gucken erst mal in die Statistiken. Gut, ich aktualisiere den Bums hier noch mal kurz. Joa, Ballbesitz 68,6, 31,4. Ja, guckt euch die 2. Halbzeit an, Alter. Abseits 2:1, Fouls 10:12, Zweikampfquote 48,3 zu 51,7, Schüsse aufs Tor 9,5, Schüsse insgesamt 21,12, Ecken 9,2, angekommene Pässe 565 zu 229, Flanken 9,5. Schüsse insgesamt: Olise 5, Diaz 3, Kane 3, Torschussvorlagen: Opa 1, Kimmich 1, Kane 1, gewonnene Zweikämpfe: Upamecano 7, Diaz 7, Kimmich 5. Ballkontakte 136 Kimmich, 108 Pavlo, 90 Olise. Gefoult worden, ihr kennt den Bums, schenken wir uns wie immer. Gut, damit gehen wir rein in die Benotung. Vini für die Startaufstellung, Note 1, war aber auch klar abzusehen, dass das die Aufstellung ist, ne? Sein Engagement an der Seitenlinie hat mir auch gefallen, ja, hat sich auch zu Recht aufgeregt über den Schiedsrichter teilweise. Fairerweise muss man sagen, dass der Schiedsrichter auf beiden Seiten heute irgendwie wild gepfiffen hat. So, es war nicht, dass er gesagt hat: „Ey, hier, ich pfeife alles für Real oder alle 50-50 für Real.“ Es war auf beiden Seiten wild, hat auf beiden Seiten Fouls übersehen, hat auf beiden Seiten dann komische Entscheidungen getroffen, ja, habe ich nicht ganz verstanden. Aber das ist immer bei dem Schiri so. Wichtig ist, dass er eine Linie hat und das für beide Seiten gilt so. Ja, dann bin ich da fein mit. Oft genug war es nicht so. Heute fand ich's okay. Wie gesagt, die gelb-rote Karte fand ich auch ein bisschen zu hart in so einem Spiel, da so Einfluss zu nehmen. Ähm, auf der anderen Seite, ja, selber schuld, was nimmt er den Ball da auf und dreht sich weg und, weiß ich nicht, was er da machen will verhindern, dass wir 'n schnellen Freistoß ausführen. Selber schuld, Alter. Ja, so doof darfst du dann halt auch nicht sein, wenn du 'ne gelbe Karte hast. Ähm, wie gesagt, Engagement an der Seitenlinie hat mir gefallen. Wechsel von Davis, ich denke mal eher angeschlagen, Bastani. Weiß ich aber auch nicht. Auch taktisch war es schlau, den Move zu machen, weil Stani nicht so gut im Spiel war, muss man ehrlicherweise sagen. War jetzt nicht schlecht im Spiel, aber auch nicht so gut, ja. Da fand ich, Conny Leimer war über rechts viel, viel stärker als Stanisic heute, ja. Und auch viel, viel stärker, wie er über die linke Seite, war, ja. Fonsi hat's ordentlich gemacht über links, hat mir ganz gut gefallen. Wechsel von Musiala kam für mich schon 'n Tacken zu spät, ja. Serge Gnabry war Totalausfall heute. Ähm, Musiala war direkt drin, war da, ja. Ich habe wieder den alten Musiala gesehen, ja. Habe ich schon in Pauli gesehen, habe ich ja auch gesagt, da hat er 'n Sprung gemacht und das hat er heute gezeigt, auch gegen Real. Ja, das hat mir gut gefallen. Ansonsten, bin ich ehrlich,
Ich hätte auf jeden Fall die Zentrale gewechselt. Ich hätte einen Tom Bischof reingebracht. Pavlovic war eine Katastrophe in der zweiten Halbzeit oder generell, umso länger das Spiel ging. Ja, er stand dann nur noch defensiv und Kimmich hat den vorderen Part gespielt. Ey, ganz ehrlich, dann kannst du auch einen Tom Bischof bringen. Wie gesagt, Joshua Kimmich ist so kreativ wie ein Stück Holz da vorne. Wenn die Abwehrreihen da, wenn der Gegner so tief steht, dann kannst du Kimmich vergessen. Das Einzige, was er kann, sind Chipbälle und die kann er auch nur auf Serge Gnabry spielen. Der war nicht mehr auf dem Feld. Also Kimmich eine Posi nach hinten, ja, wirst du gegen Paris auch brauchen. Und Tom Bischof da vorne rein, der viel, viel ballsicherer ist, der viel, viel mehr Ideen hat, der viel, viel auch mal öfter das Vertrauen hat, einen Schuss zu nehmen. Hat Kimmich heute auch nicht getan. Ja, den Wechsel hätte ich noch gemacht, hätte ich erwartet. Ansonsten war ich fein. Ansonsten hätte ich auch gewartet, bis man in 'ne Verlängerung ist, hätte dann noch mal nachgelegt. Wenn es dann zur Verlängerung gekommen wäre, hätte Fahrradkette. Ja, im Großen und Ganzen, der Erfolg gibt ihm natürlich recht. Note 2 für Vinny. Gut, machen wir mal die Aufstellung auf. Mannschaftsnote heute natürlich Note 2, wenn wir die vergeben wollen. Ja, das war ordentlich, das war mannschaftlich. Jeder hat für den anderen geackert, keiner hat da rumdiskutiert oder sonst was du teilweise auf der anderen Seite gesehen hast. Das war gut. Einzelnoten wird ein bisschen wilder werden. Manuel Neuer, habe ich schon gesagt, ist für mich Note 5. Ich habe nichts gesehen, was uns, ja, hat einen Schuss gehalten, weil er den Arm hochgekriegt hat. Grandios. Ja, ansonsten, ich hoffe, Manuel Neuer hat endlich die Eier, um sich da hinzustellen und zu sagen: „Jo, war scheiße, ich habe einen schlechten Tag gehabt.“ Wenn Manuel Neuer wirklich ein großer Kapitän wäre, bin ich ganz ehrlich, dann hätte er in der Halbzeit gesagt: „Ey, ich habe mir keine Ahnung, ich habe mir den großen Zeh gestoßen, ich kann nicht weiterspielen.“ Ja, dann wäre er 'n sehr ganz, ganz großer gewesen. Zum Glück, zweite Halbzeit war nicht mehr so viel zu tun, ne, wo er sich irgendwie auszeichnen musste. Ähm, Vielleicht noch ein paar Worte zu Manu. Dass er auf der Linie stark ist, hat er bei der Reaktion gezeigt, hat er in Madrid gezeigt. In Madrid kam er aber nicht in die Verlegenheit, irgendwelche hohen Bälle, klären zu müssen. Heute bei ein 2 Ecken war auch wild, ja, dass er auf der Linie geblieben ist, aber gut, ist am Ende nichts passiert. Ähm Das Fußballerische hat er diese Saison so oft schon diese Aussetzer gehabt. So oft hat er diese Aussetzer schon gehabt. Ja, da ist ein Urbich viel, viel weiter. Ähm, von daher war das jetzt nicht wirklich überraschend oder man sagt: oh Gott, wie konnte das passieren?“ Ne, hat er schon öfter gehabt diese Saison, ja. Weiß er auch selber. Ähm, Ich hoffe, Manuel Neuer trifft die richtige Entscheidung für die Zukunft, Alter. Und wir konnten es heute ausbügeln. Der nächste Gegner hat meiner Meinung nach noch mal 'n bisschen mehr Qualität, weil auch Paris alles, was ich die letzten Monate von Paris gesehen habe, sehe ich da auch 'ne Mannschaft aufm Platz, ja? Also, das wird 'n anderes Ding wie Real Madrid, wo es, wenn's mal nicht läuft, da nicht wirklich 'ne Mannschaft zu sehen ist aufm Feld. Gut, kommen wir zu Conny. Habe ich schon gesagt, Conny Leimer als Linksverteidiger hat mir heute gar nicht gefallen. Fand ich super schwach in der ersten Halbzeit. Ähm, Zweite Halbzeit war Conny Leimer war einer, der ja, der da war, der wollte, ja, der gebissen hat, der immer wieder rein ist. Egal, ja, 110%. Das war Conny Leimer, wie wir ihn über weite Strecken in der Hinrunde gesehen haben und ja, ihn auch lieben gelernt haben als Rechtsverteidiger, ja. Ähm, von daher Gesamtnote 2 von meiner Seite. Wie gesagt, die erste Halbzeit fand ich nicht so gut, zweite Halbzeit war überragend, von daher eine gute Note 2. Gut, Jonathan Tah war der Ruhepol da hinten, ja. Hat das geklärt, was zu klären war. Ähm, War wenig im Spielaufbau drin, hat auch nicht den Lucio gemacht wie Upamecano. Völlig zu Recht. Ich weiß nicht, wahrscheinlich war es so gewollt, dass Upamecano über den ganzen Platz gegen Güler spielt. Ich habe keine Ahnung. Frag mich nicht. Aber wir sind erst mal bei Jonathan Tah. Ist natürlich schwierig, irgendwie den Innenverteidiger so eine gute Note zu geben, wenn oder sehr, sehr gute Noten zu geben, wenn du 3 Gegentore kassierst. So.
Ja, fairerweise muss man sagen, dass das erste Tor geht auf Manus Kappe, das zweite Tor beim Freistoß geht auf Manus Kappe. Also wo willst du jetzt da die Innenverteidiger reinnehmen? Das dritte Tor geht ganz klar auf Upamecano's Kappe. Von daher habe ich kein Problem damit, Jonathan Tah die Note 2,5 zu geben. Ich habe ihn sehr souverän gesehen. War der hinten war, der Ruhepol war. Das war ordentlich. Gut, damit kommen wir zu Opa. Opa hat mir bis zum Gegentor sehr, sehr gut gefallen. Ne? War bissig, war heiß, war im Spielaufbau. Ich habe mich das erste Mal gewundert, wo Opa einen rechten Außenstürmer gegeben hat. Da dachte ich mir, what the fuck is going on, Alter? Ey, das ist ja okay, wenn das der FC St. Pauli ist. Ja, aber doch nicht, wenn das Real Madrid ist und Mbappé und Vinicius Junior einfach da vorne rumdümpeln, wo sie rumdümpeln. Sorry, so schnell kannst du als Innenverteidiger nicht wieder hinten sein. Ja. I don't know. Ja, ich meine, es hat dann ja auch zur Vorlage gereicht, ja, dass das Tor eingeleitet hat, was überragend war. Ja, bis dahin war es überragend von Opa. Gar keine Frage. Gegentor geht 100% auf seine Kappe. So, ja, er muss halt, wahrscheinlich hat er nicht mehr die Puste gehabt, weil er vorne rumgesprintet ist, wie Lucio, wie ich es gerade schon sagte. Hat halt alles sein Für und Wider. Erste Halbzeit war Opa sehr, sehr stark. Zweite Halbzeit war es ordentlich. Hat 1, 2 krasse Fehler drin gehabt, die er aber 1, 2 Mal selber ausbügeln konnte. Was mir an Opa heute sehr gefallen hat, auch, dass er voll emotional war. Ja, richtig, bei jedem wichtigen Zweikampf, den er gewonnen hat, sich selber gefeiert, versucht das Publikum zu pushen, erste Halbzeit und so weiter. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Weil er das Tor vorne eingeleitet hat, das dritte verschuldet hat. Ich gebe ihm trotzdem die Note 2,5 wie Jonathan Tah. Er war natürlich der viel, viel auffälligere, ja, weil er viel, viel mehr im Spielaufbau beteiligt war. Ein bisschen mehr Balance bei Opa, ja. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass es wirklich ein taktisches Mittel von Vinny war. I don't know. Super schwer zu beurteilen. Ich denke, am Ende des Tages hat sich ein bisschen ausgeglichen. Wir sind weitergekommen, von daher können wir das auch ein bisschen beschönigen heute. Gut, Stunny habe ich schon gesagt. Stunny gehen wir rein. Stunny war für mich heute schwach. Ja, ich habe in die letzten Spiele stark gesehen, aber schon gegen Freiburg, Hinspiel Real war nicht gut. St. Pauli war auch nur so Durchschnitt. Das war für mich heute Note 4. Das war nichts. Ich habe nichts gesehen von Stunny. Ja. Auch das Zusammenspiel mit Michael über die rechte Seite ging gar nichts in der ersten Halbzeit. Wirklich null. Ja, man hat es viel zu selten versucht. Vielleicht hat man sich nicht getraut, eben wegen Güler über der Seite, dass man nicht so super offen sein wollte, aber auf der anderen Seite läuft dann Upamecano da als Rechtsaußen rum. Ich hab's wild. Ja, wahrscheinlich ist Stunny dann eingerückt, ja, alles gut. Vielleicht haben wir deswegen Stunny auch so ein bisschen weniger gesehen und deswegen mehr Upa auf der Seite. I don't know. Weiß ich nicht. War für mich ein bisschen wenig heute von Stunny. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es jetzt eine leichte Verletzung ist oder ob es dann eine taktische Geschichte war, ihn zu tauschen mit Conny Leimer oder ihn dann auszuwechseln. War auf jeden Fall der richtige Weg. Ja, Stunny war heute nicht gut, meiner Meinung nach. Gut, dann kommen wir zur nächsten Streitfigur, Pavlo. Pavlo hat mich super imponiert in der Anfangsphase, ersten 20 Minuten so. Gar nichts anmerken lassen vom Gegentor. Hey, Brust raus, wir spielen zu Hause, ich reiß das Spiel an mich, ich gestalte, ich mache, ich tue. Und dann auf einmal so, mäh, Feierabend. König Josh übernimmt das Zepter und steht da vorne rum und macht und tut. Und Pavlo irgendwo auf einer halblinken defensiven Position am Rumpimmeln, da wo wir schon öfter auch mal Goretzka gesehen haben, hat dazu dann katastrophale Fehlpässe gespielt. Also ich erinnere mich an 1, 2, die direkt in den Fuß von Madrid in der Mitte. Beide zentralen Mittelfeldspieler, erste Halbzeit, nicht zugegen in der Zentrale. Nicht da einfach. Ja, es war kein Mittelfeld da. Real Madrid konnte einfach durchlaufen. Katastrophe. Ja. Umso länger das Spiel ging, umso schlechter wurde Pavlovic. Immer mehr Fehlpässe, immer schlechtere Zweikampfführung. Wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass man ihn erlöst.
Dann ganz zum Ende hin, so die letzten 10 Minuten war es wieder ein bisschen besser, aber ey, im Großen und Ganzen war das für mich auch nur eine Note 4 heute, trotz des Tores. So, ja, das Tor war wichtig, hat er gut gemacht, keine Frage. Alles, was danach kam, ey, war nicht gut. Punkt. Ja, da sind wir schon beim nächsten, beim König. Da gehe ich 1:1 mit rein, Alter. Ich habe mir in der ersten Halbzeit auch noch so gedacht teilweise, also erstmal Anfangsphase, wo Real Madrid uns gepresst hat und so weiter. Kimmich war nicht zugegen, Alter. Kimmich war nicht zugegen, ja. Gar nicht. Null. Absolut nothing. Zweite Halbzeit, wo Real Madrid dann hinten drin stand. König Josua hat, ja, wir haben es gesehen, was? Gefühlt 280 Ballkontakte, wovon 276 quer waren. Erst recht nachdem dann Gnabry raus war, den findet er ja wenigstens vorne noch als Anspielstation. 2 katastrophale Ballverluste, ja. Rückwärtsbewegung. Mehr kann ich da nicht zu sagen, ja. Also, da muss man sich nicht wundern, dass man so offen in der Zentrale ist, ja. Also, ja, ich meine, am Ende ist es gut gegangen, 4:3 gewonnen. Hey, Halbfinale Champions League, yippie Schweinebacke, alles richtig gemacht, super, super interessantes Spiel gesehen mit 7 Toren, so alles gut, ja. Um Titel zu gewinnen, reicht das nicht. Lege ich mich fest. So, da muss jetzt gegen Paris schon, aber selbst sollte wirklich Atletico so ins Finale kommen, weil eine ganz abgewichste Mannschaft ist. Alter, wir müssen lernen, die zentrale Mittelfeldposition zu besetzen. Das haben wir schon im Hinspiel nicht geschafft, im Rückspiel haben wir es wieder nicht geschafft. Katastrophe. Katastrophe. Ja, und wie gesagt, vorne keinerlei Kreativität. Also ich erinnere mich an Kimmich in Paris, wo man gesehen hat, dass er diesen defensiven Part spielen kann, wenn er sich darauf beschränkt. Ja. Und das hätte ich mir heute einfach mal gewünscht. Das hätte ich mir aber auch schon im Hinspiel gewünscht. Ich glaube, das wäre heute sinniger gewesen. Ich meine, am Ende, wir kennen das Ergebnis, alles ist gut, ja. Gut, damit kommen wir in die Offensive. Wir fangen natürlich oben an, Luis Diaz. Luis Diaz hat das Ding auf dem Fuß gehabt, wo du dir dachtest, Alter, nehme doch einfach direkt und schieb ihn ein. Ist doch alles gut, ja. Er hat nicht gewusst, dass da noch ein Spieler kommt, der kam, der Ball war weg. Ich habe es im Urin gehabt, dass dann genau Luis Diaz die Bude macht. Und er hat sie gemacht. Ja. Es ging heute viel über links. Viel wurde dann auch abgebrochen und wieder nach hinten gespielt, quer gespielt. Trotzdem hat Luis Diaz super viel versucht, auch im 1 gegen 1, auch im Kombinationsspiel. War natürlich dann auch super gespielt bei dem Tor mit Jamal, so, ja. Ja, Luis Diaz hat das gezeigt, was er kann, ja. Ich denke, im Großen und Ganzen geht da noch ein bisschen mehr bei ihm, ja. Note 2 von meiner Seite. Gut, da kommen wir zu der schillerndsten Figur auf dem Feld heute. Das ist Serge Gnabry. Sorry Leute, Serge Gnabry kriegt bei mir die 4,5. Ey, ob der Mann auf dem Feld war oder nicht, wann hatte Serge Gnabry einen Ballkontakt? Wenn Josua Kimmich den Ball hatte, weil er ihn auf Serge gespielt hat. Serge konnte ihn wieder tropfen lassen. 2, 3 Mal hat er ein bisschen was versucht, ja, was dann auch fehlgeschlagen ist. Wie überraschend. Serge Gnabry war maßlos überfordert heute. Genauso wie die ganze Zentrale in der ersten Halbzeit. Das war nach vorne nichts, das war nach hinten nichts, das war insgesamt nichts von ihm. Punkt. Ja, man hätte viel eher Jamal bringen können. Oder meinetwegen, ich wage es kaum zu sagen, hättest du sogar noch eher einen Rafael Guerrero bringen können, anstatt einen Serge Gnabry so lange auf dem Feld zu lassen. Katastrophe. Das war teilweise Unterzahlspiel heute. Kann ich nicht anders sagen. Katastrophe. Ja, Michael heute, ich habe mich so gefreut, ich habe es gesehen, ne? Man hat es gesehen, so Real Madrid war safe, so, ja, wir sind ausgeschieden. Bayern so, ach nee, komm, wir machen nichts mehr. Und dann siehst du Michael, Alter, ich muss das Ding jetzt noch reinmachen. Ja? Und er macht das Ding noch rein. Ja? Michael heute, obwohl so wenig über seine Seite ging,
so wenig, ja, war er trotzdem noch so auffällig. Ähm, für mich 1,5 heute. Hm, zweite Halbzeit ging natürlich ein bisschen mehr, weil auch Conny Leimer über seine Seite ging, aber man hat auch gesehen, wie Real Madrid hat sich gut eingestellt auf Olise. Ja, muss man sagen. Also, die haben die Seite teilweise gedribbelt gegen ihn, ja. Ähm, Mendy hat's auch sehr, sehr stark gemacht, muss man auch sagen, über weite Strecken. Ähm, nichtsdestotrotz hatte Olise immer wieder auch die Schusschance gesehen und genommen. Wir haben's gesehen, 5 Schüsse oder was hat er gehabt? Davon waren 2, 3 schon sehr knapp und zum Ende hat er noch reingemacht. Ähm, aber Michael war auch wieder der so ein bisschen das Besondere hatte, ja? Auch der mal in die Zentrale gegangen ist, der auch mal die andere Seite mit überladen hat. Ähm, ja, Michael einfach, ja? Das ist natürlich heute jetzt nicht so das große Hurra war wie vielleicht sonst. Liegt natürlich auch am Gegner, Alter, ja? Wir reden hier nicht über Hoffenheim, wir reden über Real Madrid, Champions League Viertelfinale, ja? Das war schon gut. Gut, damit kommen wir zu Heavy. Ähm Helby hat heute auch einen schweren Stand gehabt. Hat das Tor gemacht, hat er überragend gemacht. Ansonsten, ich erwarte von Helby ein bisschen mehr, sage ich euch ganz ehrlich, ja. Note 2,5 von meiner Seite. War ordentlich von Helby. Hat sich teilweise dann auch fallen lassen, ne, heute öfter. Dann war aber auch gar keiner im Raum, so, weil Serge Gnabry es nicht geschissen hat, dann auch in die Rolle rein von nach vorne zu rücken. Das Zusammenspiel war nicht gut, ja. Ähm, ja, noch mal, wir reden am Ende des Tages über Real Madrid so, die auch abgewichst sind in der Verteidigung so, ja, dass du da als Mittelstürmer auch nicht den leichten Stand hast. Heavy hat 'n ordentliches Spiel gemacht, aber, am Ende des Tages, glaube ich, geht da noch mal 'n Tacken mehr, ja? Ich denke, man merkt, dass Heavy nicht so bei 110% ist, ja? Nichtsdestotrotz hat er seine Bude gemacht, hat noch ein 2 Dinger gehabt, hat versucht, viel einzuleiten, aber selbst Heavy hatte ja heute 2, 3 wilde Ballverluste, die man ja so gar nicht von ihm kennt, ja? Also, ich denke, da sieht man schon, dass da 'n paar Prozente fehlen bei Heavy. Ähm, deswegen die 2,5. Gut, damit bin ich durch, war mit der ersten 11. Einwechslungen hatten wir jetzt nicht so viele. Können wir jetzt natürlich ein bisschen drüber streiten. Alphonso Davies, boah, ja, ich habe es gesagt, hat's ordentlich gemacht für mich. Ja, ich fand's okay. Ein 2 Szenen gehabt vorne. Ich hätte mir ein zweimal gewünscht, so: „Komm, Fonsi, zieh mal richtig durch.“ Und ich habe mir ein zweimal gewünscht, so im Rückwärtsgang: „Komm, zieh da auch mal den Turbo an.“ Ja? Aber wenn man so die Durchschnittsleistung nimmt, ich wäre so bei 'ner 2,75, für Fonsi. Da er jetzt, Red Bull Werbepartner ist, kriegt er die 3. Fonsi macht sich einfach, er weiß, wie man sich beliebt macht, ne? Und man sieht ja auch, dass Alphonso Davies Geld nicht wichtig ist. Können wir doch mal festhalten. Gut, kommen wir noch zu Jamal Musiala, der in der 61. kam. Wie gesagt, für mich hättest du ihn schon zur Halbzeit bringen können. Serge Gnabry war Totalausfall. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich, dass man sagt: „Komm, Serge, du kriegst noch mal 10 Minuten oder Viertelstunde die Chance.“ Ähm, nutzen konnte er sie auf jeden Fall nicht. Jamal fand ich sehr, sehr ansprechend. Mir sehr, sehr gut gefallen. Gibt eine 2,5 von meiner Seite. Ähm, hat mich jetzt so an den alten Jamal erinnert, ja? Ey, ich meine, das war Real, die tief drin standen, die auch robust waren in den Zweikämpfen. Er hat dagegen gehalten, hat keine Scheu gehabt, keinen mich auf den Boden schmeißen, Meh machen. Ähm, war beteiligt am Tor, hatte sonst ein 2 Szenen, hat mir sehr, sehr gut gefallen, wirklich. Also, ich denke, Jamal, ich hoffe, toi, 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 Alter, dass jetzt nicht wieder irgendwie ein kleiner Rückschlag kommt oder so. Ähm, ist auf einem richtig, richtig guten Weg, ja? Und vielleicht kann er uns dann diese Saison doch noch helfen, ja? Ich meine, er hat uns ja schon in diesem Spiel geholfen. Immerhin hat er das Tor eingeleitet von Diaz beziehungsweise vorbereitet, mit der Hacke. Also, von daher, ja, ich hoffe, der Weg geht so weiter, ja? Vielleicht hat er auch so ein bisschen den Kitzel und den öffentlichen Druck gebraucht von so 'n Oliver Kahn, der sagt, er sollte dann besser im Arsch zu Hause bleiben, ja? Vielleicht hat er das gebraucht, ne? Wer weiß. Wenn, dann, danke Olli.
Ja, danke, Olli. Ja, wie gesagt, ansonsten hätte ich mir den einen oder anderen Wechsel noch gewünscht. Gerade in der zentralen Position hätte man ein bisschen was machen können heute. Da waren beide jetzt nicht irgendwie überragend. Völlig wurscht. Leute, wir sind im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain. Ja, schwieriger Gegner, schwererer Gegner wie Real Madrid sehr wahrscheinlich. 1:1 dasselbe. Es wird auf Kleinigkeiten ankommen, es wird auf 'n Schiedsrichter drauf ankommen, es wird auf Tagesform drauf ankommen, auf beiden Seiten. Das ist einfach das absolute Topniveau im europäischen Fußball. So, ja. Da brauchen wir nicht drüber reden. Wir freuen uns auf 2 riesige Spiele, ja. Ähm, Das ist alles. Rot-weiße Grüße. Haut rein. Tschüssi.